jetzt keine Probe. Das stört mich nicht. Ja, servus, Mari. Grüß euch. Ja, mal. Aber das mal einen Kick mehr, da meine ich grad die, Schorsch. Auf 3. 1, 2, 3. Und wie beim Lauberke uns links, da ist der Sager ohne Limit. Jetzt ist es ein Fred, ist er ohne Limit. Dann fahren wir beim Fenster mal als Büro, aus der du hast gehört, du hast Fenster auf da. Steig einfach zu mir, Du weißt das schon, wir Hollerierei, die ja, holla. Da spielt die Musik. Ja, dann bis nächste Woche. Übt's recht fleißig, das muss nicht blamieren. Und du, Schorsch, reiß dich bloß zusammen, so schmeiß ich den Hinterrucks hochkantigen aus, da kenn ich fein nix. Für euch. Krieg die wieder ein. Die will sowieso nichts von dir. Frode, Was ist? was soll denn schon sein? Was zum Trinken, Spatzelein? Ja, ein Cola-Schnuckelchen. Eine Cola und für mich ein Weißbier, gell? Ein Cola fürs Spatzilein und ein Weißbier fürs Schnuckelchen. Wär bloß nicht frech, gell? Was ist denn das für ein ausschauendes Weibsbild, hä? Froni! Was ist denn das da für eine? Frag selber, bist alt genug. Wenn ich da Bürgermeister bin, dann werden jeder deine Knappigkeiten schon austreiben. Geht's erst richtig los. Was ist? Hier, komm, was ist. Bring einmal raus, was das da für eine ist. Darfst auch gern wissen, gell? Ist der das vielleicht der heiße Braut? Ein liederliches Flitscher ist das. Aber irgendwoher kenn ich's. Ja, sag ich doch, dass er schneuen ist. Dann hilf gefälligst deinem Gedächtnis ein bisschen auf die Spring. Wenn ich nur wüsste, wo ich die hin tun muss. Jucke. Gibt's was? Ich soll rauskriegen, was sie für eine ist. Spitzt er schon recht drauf, der Benni. Wie ein Nachbarslumpi. Ja, dann sagst du ihm, sie heißt Elisabeth, gell, und ist meine Verlobte. An Kirda wer geheiratet und mehr braucht er schon gleich gar nicht wissen, gell? Dank ihrer fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger. Wie neu geboren. Sagst ihm, er soll sich schon einmal warm anziehen, gell? Mare, mit dir rede ich. Ja, das ist ein Gemeinderatswahlkampf, den kann er sich schon Huten aufstecken. Ist noch was? Kann es sein, dass ich die Erna schon mal irgendwo gesehen hab? Mich? Ah, nein, das glaube ich kaum. Ja, wo auch schon. Also wenn überhaupt, gell, dann in Minga. Weil da ist nämlich daheim mein Liesel, gell, Spatzelein? Minga ist groß. Rechts der Isar? Die Isar ist lang. Ein Klinikum rechts der Isar. Das muss aber unter uns bleiben, gell? Sowieso. Und du, Sie sind da? Ärztin. Schwester. Schwester. Assistenzärztin. Was jetzt? Assistenzschwester von einer Krankenärztin. Ja. Ja, gleich von einer. Na, schon auch von mehreren. Aber besonders von der einer, von meiner Lieblingsärztin. Der Franz Xaver. Der Franz Xaver. Ich werd mich schon noch dran gewöhnen, gell? Ja. Er war im Dezember dort wegen seinem Herzinfarkt. Schwächeanfall. Ja, genau. Und da haben wir uns kennen und lieben gelernt, gell, Spatzelein? Ja, Mausilein. Ja, mei. Ja, dann will ich euer unverschämtes Glück nicht länger stehen, gell? Das muss vielleicht schon noch besser werden, gell? Das wird schon. Und? Ja, die Frage ist nicht, wer das ist, sondern wer das sein wird. Jetzt machst du es so spannend. Sie wird dann Kirchweih sein Alte. Sei junge Alte. Weißt du was? Die hat er sich bloß angelacht, damit er bei den Wählern punkten kann. Damit er sein Image
aufpoliert. Du, dagegen muss was gemacht werden. Unbedingt, aber was? Der möchtest du vielleicht auch nicht zulegen, der ein Stück jünger ist und ein bisschen mehr zum Herzen. Das war doch bloß ein kleiner Scherz. Die Art von Scherzen kannst bleiben lassen. Was haben's denn jetzt schon wieder vor? Mori! Was ist? Hier komm, so ist. Ja, was ist denn noch? Schau mal, was jetzt treiben. So. Jetzt musst du mal so nehmen. Ja, genau. Da fest reinziehen. Ja, genau. Vorn abstützen, genau. Dann eine Haltung ohne mal eine richtige. So, ja. Ja. Sag einmal, stehst du schon lang da? Bin gerade im Moment gekommen. Ich soll schauen, was ihr so treibt. Aber ich glaube, ich hab schon genug gesehen. Nix hast du gesehen, rein gar nichts. Wenn er mich aber fragt, der Beni. Ja, dann sagst du ihm, dass ich meiner Verlobten zeige, was du als zukünftige Schützenkönigin alles wissen muss. Gell? Sind wir uns da einig? Freilich, werde mich doch nicht mit meinem einzigen Gönner umlegen. Wieso Gönner? Der mir den Weg zum Vilsacher Boden nach ganz oben hin freischaufelt. Als fest angestellter Fotoreporter. So, was hab ich mit der Zeitung zu tun? Immerhin bist du der zweitgrößte Inserent. Nach dem Scheibler Beni. Der ist der Größte mit seiner Gurkenfabrik. Außerdem ist der Kirchmeier Lucki, dem der Vilsacher gehört, ein guter Spezi von dir. Und du bist bloß ein Laufbursch, oder was? Betriebsinspektor. Aber nicht mehr lang. Ich hab die Scheiben extra gestiftet und malen lassen. Ja, da steckt nämlich ein psychologischer Trick dahinter. Ne? Mit dem bin ich die letzten 6 Jahre Schützenkönig geworden. Und wenn du schön brav bist, dann verrate ich dann. Und wenn ich nicht brav bin? Ja, dann verrate ich dir trotzdem. Ich meine, das macht man heutzutage sogar in der Politik so, ne? Einseitige Konzessionen. Schau mal, was du alles so siehst auf der Scheibe. Moment dann. Also nachher 2 Rehe und ein paar Wildschweine und dann Hasen. Und bei einer Zielscheibe und dann groß im Hintergrund einen springenden Hirsch, auf dem ein Nackerte sitzt. Ohne Zielscheibe. Ja, das ist fürs Erste schon gleich einmal gar nicht so schlecht. Ne? Das ist alles symbolisch, verstehst du? Nein. Nicht. Ja. Schau her, die Rehe, ne? Das sind ja nicht bloß Rehe, sondern die gehören zum, ja, da merkt man halt, dass du aus der Stadt bist, gell? Sondern die gehören zum Rotwald. Ne? Die Waldseil sind ein Schwarzwald und ein Jetzt-Viech steht sozusagen für einen politischen Gegner. Ja? Also das zweite Reh von links zum Beispiel, das ist der Schickelwerner, also steht für den Schickelwerner. Früher, gell, wenn der noch bei den Jusos war, da war er da links außen. Ne? Inzwischen ist er natürlich deutlich weiter in mitten eingerutscht. Und die Schwarzmüllerin von der KP, die ist an Seilstei nachgerückt. Ja? Die linke Sau, also besser gesagt, die Mitte links, ja? Die steht für den Müllersepp und die rechte, das ist unser Scheibler-Beni. Gell? Und immer wenn ich ziehe, ja, dann habe ich die förmlich vor meine Augen. Verstehst du? Und dann. Und? Er bringt dir Schießen bei. Was? Das muss ich sehen. Du bleibst jetzt so, rühr dich ja nicht vom Flieg. Und der Hirsch mit dem nackerten Wald? Der Hirsch? Ja, also der Hirsch, das ist der Hirsch. Sind Sie? Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt pass auf, jetzt schieß einmal gleich selber, gell, und stellst da gleich jemanden vor. So, ja, genau. So. Jetzt Vorsicht, bestimmt unter Beobachtung, gell? So, und jetzt ganz flach und gleichmäßig durch den Bauch atmen. Das ist aber jetzt nicht der Bauch. So, nicht verkanten, gell? Ziel erfassen, auf Druckpunkt gehen. Ganz, ganz langsam und gleichmäßig ausatmen. Und Druck. Also, so habe ich mir das jetzt
jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Bravo, wird recht fleißig geübt. Ja, da schau her, jetzt haben wir die gar nicht bemerkt, gell? Aber mei, wir waren halt so konzentriert. Gell? Ja, das wär's der brauchen, meine ich. Weil dieses Jahr wird nicht auf die Schein geschossen, sondern auf den Vogel. Und da bin ich halt der einsame King. Beschluss vom Schützenverein. Nein, lass mich ran. Wie ich jetzt da ist, aber mit meinem Schwächeanfall, ha? Genau, wegen deinem Herzkasperl. Übrigens einstimmig. Und die gehört dir, ha? Neidig, hä? Ja, das muss schon hart sein für so einen Schürzenjäger wie die, wenn man da so tatenlos zuschauen muss. Mein Lieber, da druckt sich am Schuss aus. Nicht mein Krongweit. Kann ich mich irgendwo frisch machen? In der Umkleide vom Fußball- und Eishockeyverein, gell? Aber pass auf, dass dir die Burschen nicht den Kopf verdrehen, obwohl, da ist ja sowieso schon keiner mehr da. Ja! So, sind da jetzt die Kirschen sauer, weil sie hoch hängen, ne? Oder? Aber da unter uns, gell, also manchmal wird mir das für auch schon ganz schön viel. Du, ich sag dir was, das Weiberz, die geht ja ab wie eine Rakete. Du, die ist ja bremsig, das kannst du dir nicht vorstellen. Du, heiß wie eine Pfefferone, verstehst du? Scharf wie ein Rasierklinger, du, gamsig. Wir Gams. Ich weiß schon. Dass ich es nicht vergesse. Der Schützenverein hat beschlossen, dass das diesjährige Fest vorverlegt wird. Vor die Wahlen. Wegen die Wahlen. Servus. Da haben wir anscheinend die gleiche Idee gehabt, he? Weil ich hab nämlich den großen Viehmarkt, wo Mai Max 2 ne, zum 4. Mal hintereinander preisgekrönt wird, auch vorverlegen lassen. Ja, aber Pfingsten lässt sich ja schlecht verschirmen, oder? Übrigens, Beschluss vom Gemeinderat, gell? Einstimmig. Ja, Ostern, wirst du auf Rimini warst, gell? Und genau am selben Tag wird das Schützenfest. Schon komischer Zufall, gell? Geh weiter, Alter. Wir packen es, gehen wir. Zahlen? Schreib's aus. Aha. Vierte, weil ich komm schon. Ja, wo kommen denn Sie auf einmal her? Dasselbe kann die Erna auch fragen. Ja, Sie sind ja ganz nackert. Das soll ich vorkommen. Oder duschen Sie vielleicht auch zum? Wollen Sie vielleicht einer kommen und mir eine Gesellschaft leisten? Oder? Ja, sonst noch was. Tat mir schon was einfallen. Ja. Geben Sie mir mal das Handtuch, was da neben dem Spiegel hängt, bitte. Sie haben Erna übrigens verlaufen. Das ist nämlich da die Umkleide von den Filzacher Giant Boars, falls Ihnen das was sagt. Das sagt mir nix. Eishockey. Wir haben aber keinen Winter mehr, ha? Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht, Baby. Aha. Ich bin übrigens der Andi. Und wer sind Sie? Das daten Sie jetzt gern wissen, gell? Jetzt, wo wir uns schon ein bisschen näher gekommen sind, kann man uns doch eigentlich duzen, oder? Ja, was wird jetzt das? Hey? Moment einmal! Zum goldenen Lamm die Froni. Ah, du bist Gitti. Der Andi. Andi! Das scheint's nicht da. Der ist unter der Duschen. Wird abgeholt. Wer das gerade gesagt hat? Als Spazilein vom Schnuckelchen? Schorsch, Mori, hergekommen, Christensitzung. Fröhlich irgendwann Weißbeer und ein Obstler. So, wo ist denn der Andi überhaupt, der nichts nutzt? Unter der Duschen. Was tut denn der unter der Duschen? Der tut doch den ganzen Tag nichts. Du, ich muss jetzt auflegen. Rufst ja noch mal um, gell? So. Und du kannst dich gleich ein bisschen zu uns her sitzen, gell, dass du mitkriegst, wie es in der Politik zugeht. So. Also, alles, was ich sag, gell, verlasst diesen Raum nicht. Was haben sie mit dir angestellt? Habe ich es Ah, und woher? vom Zuschauen. Zuschauen.
beim Sommertraining in Füssen, da kannst du das ganze Jahr über Eishockey spielen. Soll ich jetzt euch sagen, was passiert ist? Freilich. Also, der Rankelkorbi setzt beim Andi einen Bodycheck an. Der duckt sie weg. Oh. Und der Korbi, der donnert mit einem solchen Mordskararo an die Banden hin, dass er in die Luft wegbleibt. Ich als Trainer sage euch, ein technischer K.O. von Muhammad Ali ist ein Dreck dagegen. 3-mal versucht er wieder aufzustehen und 3-mal schmeißt ihn wieder hin. Beim 3. Mal dreht's ihn so, dass er mir den Schläger genau an mein Belly haut. Aber schon so. Ja, was machst du dagegen? Meine Gymnastik spritzen die ganze Schmarrn. Aber sonst ist nichts geblieben. Ja, woher? Im Krankenhaus haben sie gesagt, ich habe ein Hirn wie ein Dreijähriger. Und nichts dazu gelernt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, gell? Was aber gibt's? Gell, also unter uns gesagt, laut der letzten Meinungsumfrage, da kann's vielleicht ganz schön knapp werden. Was für eine Meinungsumfrage? Ah, hab ich das noch gar nicht gesagt? Ich habe vor 4 Wochen eine in Auftrag gegeben. Na, wieso hast du die nicht veröffentlichen Ja, lassen? bin denn ich blöd? Außerdem ist das eine reine Privatinitiative. Auf Gemeindekosten. Gell, so läppische Zahlen, die können unter Umständen immens gefährlich werden, gell, wenn sie falsch kommen. Aber schaut so schlecht aus, ha? Ehrlich gesagt, ja. Damit sich da was ändert, ja, habe ich mir gedacht, da muss ich unbedingt was für mein Image da, ja. Und weil mir meine Wiederwahl am Herzen, also ich meine, weil mir natürlich das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt, habe ich mir gedacht, entwickelst eine bis ins letzte Detail ausgefeilte Wahlkampfstrategie. Verstehst? Methodisch, logistisch, konzertiert. Ja? Und weil der große Viehmarkt, ja, den ich extra hab wegen dem Schützenfest vorverlegen lassen, ansteht, ja, habe ich aus wahlkampftaktischen Gründen ein höheres Viech aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Forsten vor meinen Karren gespannt. Doch nicht etwa. Doch. Wie hast du denn das gemacht? Wie? Ganz einfach. Ich habe ihn angerufen und habe ihm die Schirmherrschaft für unser Volksfest übertragen. Wo ist da der Haken? So, was soll denn der Haken sein? Was heißt der Haken? Ich meine, da haben doch alle was davon. Hein? Ich krieg meine fehlenden Stimmen, die Gemeinde hat eine kostenlose Fremdenwerbung, der Fulzer hat was zum Schreiben. Was soll denn da der Haken sein, bittchen? Außerdem, wenn der Landwirtschaftsminister und ich vor meinem Max 2 knipst werden, gehen wir rein, und das Beutel dann exklusiv in die Zeitung reinkommt, ja, dann fällt sich ja sowieso nichts mehr. Ja, wozu dann jetzt die Krisensitzung? Der Scheibler bin ich, gell? Der schießt quer. Ja, die Eltern von seiner Traudel, die kommen ja da aus Coburg oder wo. Ne? Ja. Ja, und da will er heuer bei uns den einer Vogel schießen da einführen. Ja, ich meine, da hat der Scheiß noch nie verloren, gell? Also Leute, lasst euch was einfallen, dass mein Liesl und nicht sei Traudel Schützenkönigin wird. Wo ist mein Andi? Servus. Servus. Aha. Aha. Ist er unter der Duschen, gell? Aha. 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 Aha, da bist du ja. Ist da heute Tag der offenen Tür, oder was? Ich hab mir gedacht, du holst mich mit deiner Motorgutze ab und wir fahren nach München rein. Wir wollten doch das Apartment für mich bei der Uni anschauen. Haben wir das ausgemacht, ja? Mhm. Ehrlich. Tu nicht so scheinheilig. Das hat doch was mit dem Frauenzimmer zum Tor. Was für ein Frauenzimmer? Das gesagt hat, dass du noch unter der Duschen bist. Ah, die hat dir das gesagt, ja? Ja, als Spatzilein vom Schnuckelchen, mit der du unter der Duschen warst. Ach, Schmarrn, war ich mit der unter der Duschen. Ja, aber du warst doch unter der Duschen. Ja, ich schon, aber sie nicht. Aha. Na, hat dir die Schlampen also zugeschaut? Nein. Was, du kannst mal gestohlen bleiben. Und überhaupt, in dem Aufzug, da schaust du wie neigeschissen aus. Na, geht jetzt hart. Ich hol dich in 10 Minuten ab, okay? Was war denn jetzt das? Das war die Gitti. Ja, das weiß ich selber auch, du Depp. Ja, da bist du ja. Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus? Das ist übrigens der Andi, gell? Mein missratener Sohn. Aha, ja, und wer ist sie da? Sie da, das ist die Liesl, gell? Und an Kircher wer geheiratet.
Was? Ich bin viel zu jung zum Ja, Heiraten. geh, wir reden von dir, wir zwei natürlich. Geh, ich muss jetzt bloß schnell ins Büro und was erledigen. Bin gleich wieder da. Ja, dann begleitet ihr ein Stück bei so einem schönen Wetter, gell? Ja. Schnuckelchen. Was? Schnuckelchen hat's vergessen zum Sagen. Als Sportsilein. Gell, Spazilein? Ja, Stückchen. Haben wir jetzt oder fang ich Spinner an? Die ist doch viel zu jung für den alten Deppen. Mei, schau, ein Sokrates 6 Tippe soll ja auch fast 50 Jahre jünger gewesen sein. Deswegen war es wahrscheinlich so zmider. Das geht nicht. Jetzt stellt euch mal vor, ich krieg eine Stiefmutter, die wo vielleicht noch jünger ist als ich selber. Soll ich noch Mama zu der sagen, oder was? Ja, auf keinen Fall. Und wie willst du das verhindern? Willst du es deinem Vater ausspannen? Notfalls ja. Obwohl, ehrlich gesagt, ein bisschen probiert habe ich das eh schon, aber die hat mich eiskalt abblitzen lassen. Und das eben. Du hast irgendwas falsch gemacht. Das musst du ganz anders anpacken. Auf jede einzelne Stimme kommt's an, verstehst du? Die alten, teuren Weiber muss man das Handteil führen beim Kreuzel machen. Ja, die jungen Burschen muss man mit dem Handteil. Die. Mei, die Rosen, die gehören noch einmal wieder geschwind an. Verstehst? Aber weißt du was, wenn wir ganz gut sind, ne? Dann schafft man sogar, dass der notige Scheibler Bini das Kreuzel bei uns hier macht. Gell? Übrigens, da gibt's ein paar Rechnungen über 3.344,50 €. Ich hab halt einkaufen müssen. Es soll doch alles echt ausschauen. Kochen, waschen, bügeln. Kochen, waschen, bügeln, das glaubst du selber nicht. Also für was? Ja, mei, was eine Frau halt so braucht. Kosmetik, Kleider, Handtaschen, Schuh. Ja, vor allem Schuh. Ich soll doch gut ausschauen für Sie. Ja, schon. Aber geht denn das nicht ein bisschen billiger? Bestimmt. Also, wenn das eine Krankenschwester ist, dann will sie am Besen. Andi, was krieg ich, wenn ich es in einer Minute schaffe, dass du einen Kuss von ihr kriegst? Schmarrn. Im Ernst, was krieg ich? Na, sieg ich dich ganz anders. Das gangt mir. Du musst aber genau das machen, was ich sag. Gut, bin ja kein Spielverderber. Also pass auf. Wenn ich jetzt sag, dann fällst du in Ohnmacht. Am besten da so quer über den Tisch drüber. Und dann kriegst du einen Krampf. Aber nicht übertreiben, gell? Ja gut, aber... Nix, aber jetzt schaust zu und lernst. So fängt man nämlich 2 Fliegen mit einer Klappen. Jetzt. Ui, Hilfe! Hilfe! Sie sind doch eine Krankenschwester, Fräulein Elisabeth. Ja, schon. Schnell kommen Sie mit. Er hat wieder so einen analfil-taktischen Schock. Das hat er schon mal gehabt, wie er einen Webs gestochen hat. Schnell machen Sie was, der stirbt uns ja unter der Hand weg. Ja, aber... Ja, auf geht's. Also beim letzten Mal hat er Mund-zu-Mund-Beatmung geholfen für den Anfang. Ja. Ich weiß fast keine Luft mehr gekriegt. Okay, von einem Kuss ist noch keiner da steckt. Jetzt klein. Gitti, wart. Und an der Ausdauer müssen wir auch noch arbeiten. Draußen stehen meine Koffer. Wäre einer der Herren vielleicht so freundlich? Freilich. Meinem zukünftigen Stiefsohn möchte ich das nämlich nicht zumuten, wo er doch von einem Kuss schon so erschöpft ist. Ja, wahnsinnig witzig. Ah, jetzt haben wir's. Die Koffer müssen mit dem ersten Stock rauf, bitte. Nachher, ne? Ladies first. Ganz bestimmt. Den Hintern habe ich schon mal irgendwo gesehen. Magst du ein Spätzle? Nein, ich brauche jetzt ganz was anderes.
Du mit deinen Schnapsideen verstehst. Irgendwie musst du das durchschaut haben. Oder sie ist wirklich eine Krankenschwester. Oder es war die erste, wo der Andi nicht landen kann. Weil er es verkehrt anpackt. Weißt du was Besseres? Ehrlich, damals auf meiner Andentour in Mexiko, da hab ich so einen magnetischen Brüher, einen toltekischen Indianer kennengelernt. Und der hat mir alles ganz genau erklärt. Also er selber nennt es also die Kunst von der Pirsch. Praxis also bloß so machen wie die Indianer. Aha. Ja, und woher weiß ich, wie die Indianer das machen? Also, wenn so ein Indianer auf die Jagd oder auf den Kriegspfad geht, dann muss er vorher das Wild oder den Feind ganz genau auskundschaften. Auf Pirsch gehen, verstehst? Ja, schon. Aber das... Nix aber. Du musst vorher alles über... Jetzt nehmen wir mal eine Hirschkuh. Du musst vorher alles über das Viech wissen. Und dann kennst du das und dann weißt du, was du das anpacken musst. Find alles raus über sie. Fragst ein Loch im Bauch. Und wenn du das besser kennst wie sie selber, nachher legst du das flach papeng. Ob das so hinhaut, ich weiß es nicht. Ja, warum meinst du, dass ich bei die Weiber so gut ankomme? Ich mein, ich kenne jetzt keine, die nicht auf mich steht. So ein Schmarrn, so ein Bläder. Als ob ein Mo wüsste, was in einer Frau vorgeht. Gehen wir jetzt endlich weiter. 1, 2, 3. Er wurde gleich richtig unter Tüllreinig geschaut und hat mich ganz sakrischer Norschafrikat, an Norschafrikat, wo da hab ich geschaut, oder ihr rein, jo. Da gibt mir mein Dirndl den heilsamen Rat, mein Gasse, mein Fenster, mein Hirn ist schon schwarz, ich dank für den Rat, bei dir ist schon schwarz, oder ihr rein, So, das war's wieder für heute. Gott sei Dank. Führt euch beieinander. Da spiele ich doch wieder Uli, machst mir noch einen, bitte. Wieso bist denn du nicht bei deinem Mo? Der wollte nicht, dass ich dabei bin. Ich bin am Schirr, sagt er. Ich, wenn du war, ich darf mich von einem scheiden lassen. Nie? Ja, was dann? Dafür käm ich in den Himmel. Ha? Ja, weil die Hölle auf Erden hab ich schon. Na, willst du das Martyrium den Rest von deinem Leben aushalten? Ja, mei. Ja, genau. Na, jetzt spielt er weiter einen großen Zamper noch und läuft er jedem Ruck hinterher. Na, nicht an jeden. Oder ist er dir schon mal nachgelaufen? Na, da darf ich mich schön bedanken. Also, wenn ich die richtig verstehe, dann magst Bayern bleiben, aber nur, wenn er nicht so ist, wie er ist, sondern anders. Ja, ganz anders. Das ist fein nicht leicht. Na, eher schwierig. Dein Mo ist vielleicht ein Hornochs. Sag ich ihm das. Das weiß er schon. Jetzt halt hab ich's. Hä? Du musst ihn eifersüchtig machen, musst deinem Hörner aufsetzen. Mit wem? Auch wieder wahr. Du machst mir noch einen, bitte? Jetzt halt hab ich's. Hä? Du musst auf die Pirsch gehen. Sag, hast du was getrunken? Bei der Arbeit trinke nix. Auskundschaften. Bis du ihn in- und auswendig kennst. Ich kenne ihn schon in- und auch auswendig. Na, das hast du ihn ja praktisch schon angepirscht. Wenn du das so sagst, wer schon so sei. Sag einmal, hat dein Mo Dreck am Stecker? Ja, nur. Na, ich meine jetzt was richtig Schlimmes. Was er ins Kreuz bringen kann. Wo er sogar nach Stadelheim kümmert. Du meinst so etwas, wie dass er sie vom Schwinghammer
für 100.000 Mark hat stehen lassen? Der Schwinger Mani, der Bauunternehmer. Ja, kennst du einen anderen? Na, kannst du das billig? Freilich. Wunderbar. Na, und hinterlegst das Schriftstück bei einem Notar und sagst deinem Mo, wenn er nicht spurt, na, zeigst du noch. Ja. Ja, so weit kommt's ja nicht, weil er vorher spurt. Meinst? Und nachher? Machst einen Vertrag mit ihm. Und was steht da drinnen in dem Vertrag? Was du magst? Was ich mag? Was magst du denn? Dass er ganz lieb zu mir ist. Und dass wir einmal in der Woche groß ausgehen. Ja. Und dass wir einmal in der Woche... Na, zweimal. Und das mit Erfolgsgarantie. Und wenn er es nicht einhalten hat. Servus. Ich denke, du bist auf dem Landwirtschaftsfest. Ist platzt. Für das? Hey, stell dir vor, ich will gerade ein Foto vom Landwirtschaftsminister vor Max 2 schießen. Plötzlich sieht das Viech rot und rennt den Minister um, obwohl der doch schwarz ist. Vielleicht hat ihm sein Rasierwasser nicht geschmeckt. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist er dann völlig konfus in Richtung Rathausplatz bretscht, dass gerade so gestaubt hat. Der Minister. Nein, der Stier natürlich. Und ausgerechnet in dem Moment kommt ihm eine knallrote Korvette entgegen. Weiter? Die hat natürlich bremst. Der Max auch. Du, für ein paar Sekunden stehen sie die zwei gegenüber wie bei einem Duell. Der Max fühlt sich voll in seinem Element, fängt an mit dem rechten vorderen Huf zum Scharren, senkt sein Mordstrummer Belly, schnaubt und dann donnert er auch schon los. Was soll ich eigentlich sagen? Zerlegt den ganzen Wagen. Und der Fahrer? Der, null Vertrauen in seine Knautschzone, reißt in der letzten Sekunde die Fahrertür auf und ist davon. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Ja, und der Max? Der schüttelt bloß den Kopf und trabt ganz langsam zurück zu seinem Gatter. Als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Ja, sag. Und das traurige Schicksal vom Minister interessiert euch überhaupt nicht. Doch! Krankenhaus, später kommt was im Fernsehen. Wie im Billmoser kennt, birgt er das schon wieder hin. Du, wenn der jetzt überhaupt noch Bürgermeister bleibt, jetzt nachdem der Scheibler bin ich. Ja, genau. Neben seinem ganzseitigen Inserat der Druckerei vom Filzen auch noch 500 Wahlplakate in Auftrag gegeben hat. Du verschreist bloß nicht. Der Xaver ist mir am Hintern lieber als bei der Beni im Gesicht. Ja, da kannst du nichts machen. Das ist die Macht der Presse. Damit kannst du quasi alles und jeden manipulieren. Okay, das glaubst du selber nicht. Aber wenn ich das sag, das richtige Bild zur richtigen Zeit, die rechte Schlagzeile im rechten Moment, weil die Leute alles glauben, was in der Zeitung steht. Ja, so wie ein Präsidenten gemacht und auch wieder abgesägt. Also du meinst, wenn man es richtig anstellt, dann kann man einen jeden x-beliebigen, sagen wir, zum Bürgermeister machen. An jeden. Wenn du das schaffst, kriegst du Kisten Shampoos von mir. Ich hab aber nicht gesagt, dass ich das kann. Die Zeitung kann's. Ich hab gedacht, du bist bei der Zeitung. Ja, das schon, aber... Also gut. Wen? Sagen wir, der, von dem als nächster Name fällt da herin. Das ist gut. Eingeschlagen. Das mag ich aber schriftlich, gell? Ja. Froni, bring gleich mal was zum Schreiben. Okay, das hast doch du jetzt absichtlich gemacht. Was? Dass du Froni gesagt hast. Ah, woher? Aber eigentlich war das gar nicht so eine dumme Idee. Endlich mein Politiker, der sagt, was er denkt. Schaut, dass ich die Wetten gewinne. Du, das ist noch lange nicht raus, gell? Weißt du was, wir fangen gleich mal an damit. Du, Froni, was tat's jetzt du sagen, wenn... Kriegt die Scheiblerin das eigentlich mit, was wir da reden? Bestimmt nicht. 10 Williams. Also rein theoretisch, wenn der Billmoser sein Stier zum Metzger tat, Wieso sollte er das? quasi als Blut- und Sühneopfer, na, der als Wiedergutmachung beim Minister und am Wähler gegenüber. Du meinst, die fressen das? Mei, von was rede ich denn die ganze Zeit? Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann... Aber ich hab die Froni gefragt. Freilich muss man da was dagegen unternehmen. Ich meine, der arme Stier kann ja mal am wenigsten dafür. Der kann ja nicht raus aus seiner Haut. Hm, bald schon. Auf keinen Fall.
Da muss man doch was machen können, wenn ich noch nicht im Mittelalter. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Also, wenn du so komisch fragst, da steckt doch mehr dahinter, oder? Sag, weißt du was? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, freilich, weiß auch was. Du sag einmal, was kostet denn eigentlich das Kilo Rindfleisch? Hä? Ja, Schlacht- oder Lebendgewicht. Wieso? Ich hab da so eine Idee. Ich bring noch schnell die Traudel heim. Passiert aber auf den Lohn auf. Lass da ruhig Zeit, gell? Ja, Du, sag mir, was kostet jetzt das Kilo Rindfleisch? ist schon gut, Traudel. Ich hab's übrigens. Was? Die Elisabeth. Ich hab mir ein Dutzend von den Filmen da reingezogen. Schulmädchenreport 1 bis 5. Liebesgrüße aus der Lederhose. 006 am Wolfgangsee. Nix. Aber dann bin ich fündig geworden. Die liebestollen Krankenschwestern. Liebesspiele auf Rezept. Sag einmal, was sagt denn da der Alte dazu? Nix. Meinst du, dass ich dir das auf die Nasen bind? Schaut dir mal die Schwestertracht an. Also wenn die im Krankenhaus wirklich sowas hätten, wäre ja auf der Steier ein Jahr lang Koma-Patient. Da müssen sie ab und zu aufwachen können. Wachkoma? Da die? Was sagst Was soll ich sagen? du? Das ist doch. Aber die ist doch blond. Geh, das kann man doch färben lassen. Ich sag bloß Marilyn Monroe. Außerdem hat die uns ein bisschen weniger. Das kann man doch alles türken. Mit einem raffinierten Mirder, da beizt sie das alles nach oben und dann schaut es noch mehr raus. Aber die hat ja gar kein mehr da an. Außerdem hat die unsere, also die da hat blaue Augen und die unsere braun-grüne. Was? Farbige Kontaktlinsen? Hä? Vielleicht haben sie es doppelt. Aber da, schaut der Popo, ich mein, der ist doch einmalig. Das ist ja quasi wie ein Fingerabdruck. Aber anziehen tut die das schon, hä? Na, Was? wenn's kommt, dann schauen wir's uns an. Servus beieinander. Die erkennt man ja gar nicht mehr ohne Halskrausen, bloß mit deinem Hut. Ja, nichts gegen den Hut, den hat man der Xaver uns geschenkt, wo wir in Innsbruck bei Olympia Bronze gewonnen haben. Wow. Das ist nicht so, wie du dir das denkst, gell? Du weißt ja gar nicht, wie ich mir das denke. Ich kann mir das schon denken, gell? Du, wir haben nur eine Art wissenschaftliche Vergleichsstudie gemacht, gell? Aha. Aha. Und deswegen musst du das verstecken, gell? Ja. Egal. Schorsch, ich wollte zu dir. Zu mir? Ja. Schorsch, ich muss über das depperte Fußballspiel schreiben, das gerade aus ist. Ich habe aber keine Ahnung davon. Ich weiß nicht einmal, wer gegen wen gespielt hat. Für mich sind das lauter Hornochsen, die völlig damisch am Ball hinterherlaufen. Schorsch, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Schon, aber ich muss nebenbei mein mein Aufbautraining machen für einen Triathlon. Ja, ja, passt. Was ist das? Triathlon? Ganz was Neues. Hab ich drüben in San Diego gesehen. 6 Meilen Laufen, 5 Meilen Radlfahren und 500 Yard Schwimmen. Okay. Wo willst du denn bei uns schwimmen? Ja, das habe ich für mich ein bisschen abgeändert. Ich tue dafür eine Viertelstunde kalt duschen. Aber eigentlich hättest du das Fußballspiel gar nicht anschauen brauchen. Hast du noch kein Interview vom Napoleon gesehen? Jetzt willst du mich aber auf den Arm nehmen, gell? Wenn der Andi nicht war, noch. Also jetzt im Ernst. Der Trainer vom FC Bayern ist der Dietmar Kramer. Und weil der bloß 1,61 groß ist, sagen halt alle Napoleon zu ihm. Und nach dem Spiel erzählt der Fußballprofessor alles, was er gesehen hat oder zum Sehen gemeint hat. Aha. Da erfasst dann, wer in der Abwehr geschlafen hat, in welcher Minute ein Tor gefallen ist und wer es geschossen hat, wer gefoult hat und eine rote Karte gekriegt hat, einfach alles. Wo die Karten gesehen hat, einfach. Also das brauchst du jetzt eigentlich nicht mitschreiben, du Botschall. In deinem Fall, da reicht's eigentlich, wenn du mitschreibst, was unser Trainer sagt. Ach
so. Ja, und wo ist noch Eier drinnen? Ja, das ist jetzt das Problem. Der sitzt mit der halben Mannschaft in der Sauna drin. Naja. Gitti, die... Hey, super Frau. Gitti, denk an deine Karriere. Ja, grüß euch. Servus, Männer. Servus. Servus. Wo sind denn die anderen? Welche anderen? Der Vater und seine Verlobte. Noch im Krankenhaus beim Minister. Soll ja gleich was im Fernsehen kommen. Wurde er ins Kreiskrankenhaus Rosenheim eingeliefert. Hat schon Dem angefangen. Vernehmen nach soll er sich 2 Rippen und das Schlüsselbein gebrochen haben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und er kann in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wir waren live dabei, als es zu dem Unfall kam. Herr Minister, wie gefällt's Ihnen hier? Ja, na, schön habt ihr es hier. Also wenn man so einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und von Konferenz zu Konferenz und von Empfang zu Empfang eilt, dann vergisst man leicht, wo das wahre Leben pulsiert, nicht wahr? Ja. Herr Minister. Und nun das Wetter. Das bringt der Primus aus Knall. Kommst du, da fangst du da wieder. Ich will davor die Leute nichts sagen, gell? Aber in dem Aufzug, da schauen sie aus wie eine aus der Landsberger Straße in Minga. Aber Sie haben doch selber gesagt, ich soll mit billiger anziehen. Ja, aber doch nicht so. Am Minister hat's gefallen. Minister jetzt. Grüßt euch! Servus. Doch ein anderer Popo. Aber irgendwoher kenn ich's. Was? Was? Und? Hast du es jetzt schon abhirscht, deine zukünftige Mama? Na, hör auf mit dem Schmarrn. Ich komme nicht einmal hier an sie, weil der alte Depp um sie rumscharwenzelt. Jetzt hab ich doch fein grad meine Königsketten im Auto vergessen. Ja, ich muss ja schließlich was repräsentieren, nicht wahr? Also, bis später. Da, wie steht. Jetzt kannst du um sie rumschwänzeln. Jetzt pass auf. Das... Ich wollte mich entschuldigen. Das war eine saubläde Idee. Letztes Mal. Frieden? War ja auch zu durchsichtig. Vielleicht packen Sie es falsch an. Den Spruch habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und wird das dann richtig anpacken? Das taten Sie jetzt gern von mir wissen, gell? Bevor ich noch mehr falsch mache. Und das stört Sie gar nicht, dass ich mit einer Vater verlobt bin. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich mir Erm und Erna so anschaue, da, Vielleicht gibt's auch noch was anderes als jung sein und gut ausschauen. das gibt's schon, aber nicht bei meinem Alten. Ich schaue also gut aus, ja? Ah. Na, jetzt ohne Schmarrn. Was mache ich anders? Mal, vielleicht sollten Sie es ein bisschen romantischer angehen. Vielleicht sowas, was der Chor dauernd übt. Die Geschichte vom Fensterstück hier ist. Ah, gell. Fenstern ist doch sowas von altmodisch. Wer tut denn das heute noch? Ja, vielleicht ist gerade das. Also, soll ich jetzt da in meinem eigenen Haus das Fenster anfangen? Das war ja, als wenn ich da herin fürs Essen zahlen darf. Ja, dann halt nicht. Ich hab ja nicht nein gesagt. Also gut. Sagen wir heute Nacht um 3. Ich stehe Kerzen ins Fenster. Gut. Mein Vater und Sie, ihr schlaft gar nicht in einem Zimmer, oder? Ah, nein, nicht vor der Hochzeit. In der Beziehung bin ich auch altmodisch.
Ach so. Aber bei mir da... Da bin ich modern. Ja. Gut, also dann da die sagen, jetzt wo wir ja quasi so verwandt sind und außerdem eine Verabredung haben, kann man es doch endlich einmal duzen, oder? Ich bin der Andi. Ich bin die Liesel. Oder wenn's das moderne lieber hast, die Lissi. Oh, das heiß. Mein Lieber, jetzt bin ich aber bedient. Aber, Gitti? Jetzt, Manni, da verstehst du vom Fußball mehr als wie der Napoleon. Leon. Du, das... Gitti, jetzt wart. Nein, jetzt wartest du einmal, gell? Ah, Gitti, Gitti, bitte nicht. Gitti, nicht meine Mutter putze, Gitti. Ja. Ah. Sie fix, wo gibt denn die Gitti jetzt auf einmal her? Reiß dich wenigstens einmal zusammen und trink keinen Tropfen, du Schnapsdrossel. Ein besoffenes Wachscheitel als Schützenkönigin, die kann ich nicht brauchen. Da ist mir lieber, ich hab gar keine. Ja, und das, was du mit mir bereden willst, das kannst du mir ja nachher auch noch sagen. Vom Raha muss man husten. Warum ich? Ich hör's ja gar nicht. Aber ich. Der Traudl. Das, was du mir da so ganz im Vertrauen verzeiht hast, ich hab mir überlegt, das Papier, wenn in falsche Hände kommt, na, das ist dein Mo erledigt. Was? Was? Bloß das vom Schwinghammer und die 100.000 Mark. Und das hast du der Ratschen auf die Nasen gebunden? Sag einmal, bist denn du nicht noch blöder? Du, gell? Über die Freundin lass ich nichts kommen. Das ist meine beste Freundin. Außerdem singen wir miteinander im Chor. Und ich hab ihr bloß gesagt, sie soll das Papier auf Zeiten bringen, weil auf Bestechlichkeit bis zu 10 Jahre. Du hast das doch auf Zeiten gebracht. Freilich, zum Notar. Ganz gut. Ah, Schützenfest geht los. Also. Grüß euch, Lass du den Schnapp stehen und das ist die hier und rühr dich ja nicht. Servus. Ah, Franz Xaver, ich hab schon von deinem Unglück gehört. Du glaubst ja gar nicht, wie leid das mir das tut. Du, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, glaub ich da aufs Wort. Und, was willst du jetzt machen? Mei, weißt du, ich glaube halt, dass mein Max 2 einfach zu aggressiv ist. Ja? Und damit sowas nicht noch einmal vorkommt, hab ich mir... Schweren Herzens und mit Tränen in die Augen. Habe ich mir schweren Herzens und mit Tränen in die Augen... In geradezu selbstloser Weise zugestimmt, ja, dass ich meinen Lieblingsbullen, was ich selber mit der Milliflaschen großgezogen hab, den ich quasi selber mit der Milliflaschen großgezogen hab, einen Metzger ausliefert. Woher weißt denn du das alles? Weil es genau so morgen im Filzsacher steht. Respekt! Möchtest du wieder einmal geschickt aus der Affäre ziehen. Und du meinst, wenn du dein Max 2 als Bauernhof verbringst, nachher schluckt das der Wähler. Schon. Da gibt's ja Gott sei Dank noch einen Schützenkönig. Also Leute, fangen wir gleich an, weil das kann ein wenig dauern. Ich erkläre euch noch einmal die Regeln. Aufpassen. Geschossen wird, reihum. Einzelheiten regeln die Paragraphen 12, 16 und 20. Jeder Schütz hat pro Durchgang einen Schuss. Wer daneben schießt, scheidet aus. Zum Vogelwald zum Song. Er ist aus Holz und besteht aus folgenden Teilen. Erstens der Rumpf, der zählt am meisten. Dann der Kopf, rechter und linker Flügel, Zepter, Reizapfel und der Schwanz. Der zählt am wenigsten. Ist halt so. Wenn ein Teil runterfällt, nachher wird's dem Schützen zugesprochen, der zuletzt geschossen hat. Der Rumpf muss ganz runterfallen. Königswürde fällt dem zu,
der als letzte Teil oberschießt. Der neue Schützenkönig gibt der Fassel Bier aus und benimmt der Schützenkönigin. Der König vom letzten Jahr fängt an, also Franz gesagt. Ja. Okay. Wer schießt als Nächster? Immer der fragt. Ach so, na freilich. Auf geht's. Also, Seppi, der ist gut. So. Jetzt kommt der Schorsch. Schorsch? Ist er denn der Schorsch? Bist du da? Schorsch, was soll denn der Schmarrn? Wo ist denn dein Gewehr? Ich schieß damit. Aber das geht nicht. Warum nicht? Weil du damit kein richtiger Schütze bist. Wer war denn Ende der 60er Jahre 4-mal hintereinander Torschützenkönig bei uns? Wir schießen da mit Kleinkaliber, das war schon immer so. Davon steht nichts in der Regel. Oder, Mari? Davon steht nichts in die Regeln. Explizit. Kaliber 762 Zentimeter. Das ist nämlich alles relativ. Sag einmal, hast du am Billmoser sein Max schon mal gesehen? Weil lieber, der hat vielleicht ein Kaliber. Dagegen ist der Puck direkt ein Kleinkaliber und ihr schießt dann praktisch mit Kleinstkaliber. Eigentlich dürft ihr nicht mitspielen. Aber ich bin ja nicht so. Jetzt hörst du aber auf, gell? Ja, ich meine, wo der Schorsch recht hat, da hat er recht, gell? Und wenn davon nichts in die Regeln steht, ja, mei, dann kann man halt nichts machen. Also, wer ist dafür, dass unser Schorsch mitschießen darf? Wer ist dagegen? Ja, ich. Drago! Geht doch. Also, Schorsch, auf geht's. Zeig's einer. Oh. Okay. Du, was nimmst du denn jetzt für eine Schützenkönigin? Ich meine, das Fassel Bier, gell, das geht natürlich auf meine Rechnung. Also als Schützenkönigin erwähle ich die bezaubernde Verlobte von unserem jetzigen und künftigen Bürgermeister, unsere Elisabeth. Jawohl! Das ist doch heute ein Schiff! Abgeordnete, die Sache ist das! Ausmacht der Schwindel! Ja, ja, was fragst du da? Heute ist Schützenfestival. Alle kommen zusammen. Jeder will heute ans Weltfahrt. Jeder nimmt sich zusammen. Jeder nimmt sich zusammen. Freiwillig bringen die Schützen und die Nadel einen Kuss. Achtung, unser Bürgermeister tut den nächsten Schuss. Schützenliese. Auf zum Angriff! Ja, was machst denn du da? Ja, und du? Das Gleiche kann ich euch zwei auch fragen. Ja, bloß ein
Spaziergang gemacht. Hat Liesl einen Schlaf gehabt, hä? Wenn wachsen sie ein Zwang, ohne was so gut klingt, holen wir rein. Servus. Servus. Halt! Da bleibst! Sag einmal, hat die euch auch alle zum Fenster gestellt? Schon? Das ist da doch ein Luder. Lisa! 1, 2, 3. Halt! Wo ist denn eigentlich die Traudel? Entschuldigung. Traudel! Wieso schaust du auf einmal so anders da? Vielleicht bei euch auch einmal anders ist. Aha. 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 Also, 1, 2, 3. Und wir mit einem Fensterbild ausgekrochen, da ist mit der Fenster noch mal gebrochen. Der Hölzsacker ist so gebrochen, holla wir rein, ho. Da steigt schon der Hornochs gen Hirsel hoch, hoch. Gelassen noch den erst mein Fenster stand da. Du kannst ihn nicht brauchen und mir geht er da, holla wir rein, ho. Stimmt was nicht. Doch, das ist ja, alles stimmt. Und deswegen stimmt irgendwas nicht. Ja, dann bis nächste Woche. Toni? Ja? Ich habe noch einen Kosmetiktermin. Ich pack's jetzt. Und das da, das ist für die Spendenaktion, gell? Danke. Scheint ja hinzuhauen mit deinem Mo. Mei, und wir. Ich sag's dir, der frisst mir aus der Hand. Der ist fromm wie ein Lampi. Der fällt bloß nicht wieder schwach, gell? Bin ich deppert. Dankeschön, gell? Du und für dich. Für dich. La 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 la. Für dich. La 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 la. So ein Weib, die hat der Scheibler Bini gar nicht verdient. Reiß dich bloß zusammen, du hast schon eine Frau und 6 Kinder. Gibt's auf eins mehr oder weniger auch nicht mehr drauf zusammen, oder? Einen guten Schorschi. Dankeschön, Froni. Aber es stimmt schon. In die neue Traudel kann man sich direkt verschauen. Pirsch's halt an. Du, Froni, läuft eigentlich alles so, wie wir es ausgemacht haben? Alles nach Plan. Jetzt fällt bloß noch einer. Was läuft alles nach Plan und wer fällt noch? Das ist unser kleines, süßes Geheimnis, gell, Froni? Sag mal, habt ihr zwei jetzt irgendwie miteinander... Nein, Obwohl, schon gut. ein Rüschel noch. Habt ihr die Gitti schon gesehen heute? Nein. Die Liesl auch nicht. Aber die Traudel, Also, wie man noch in aller Herrgottsfrüh sowas abbringt und das auf nüchtern Morgen. gerade in der Früh, Also, das verstehe ich nicht. weil der Mensch nach 8 Stunden Schlaf vollkommen ausgehungert ist. Oder steht der Alte mitten in der Nacht auf und fängt zum Kochen an? Ja, gewiss nicht. Also, Von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. das denke ich mir. Und du wirst viel noch nicht anders gesehen haben. Das ist halt alles eine Frage der Perspektive. Schau, diese Kalbshaxen da zum Beispiel. Also in Indien habe ich euch schon die Geschichte von Pimpri Chinchwat erzählt. Schon? Okay. Schade. Wo bin ich stehen geblieben? In Indien bei den Kalbsachsen. Genau. Also, die Kalbsachsen sind in Indien tabu, weil die glauben, dass die Rindviecher heilig sind. Und in Thailand kriegst du Curry mit Kalkwappen vorgesetzt. In China machen sie aus Schwalbennester Suppen und in Ouagadougou, die Hauptstadt von Oberwalter, da kriegst du Raupen serviert. Na, sag. Wenn ich das sag, das ist aber noch gar nichts.
gegen die Bischofkäfer, die ich in Quickie Kastatenenko gegessen habe. Jetzt geh weiter. Damals seinerzeit auf meiner Andentour. Also da kriegst du einen Maisfladen mit Zwiebeln und Chili und dann kommt ein Meier-Indianer mit einem Mordstrom Einmachglasl, wo lauter so kaffeebraune Viecher drin rumwuseln. Da steckt er seinen Stecker rein, an dem graben sie dann alle hoch und dann streift er dir diese Käfer auf deinem Taco ab. Gell? Du beim Essen musst aufpassen, dass sie nicht abhauen, so flink sind die Viecher. Du hast 4 hingelegt. Sagen wir mal ein Vitaltonikum mit 10 Buchstaben, der letzte ist ein Z. Trippelherz. Die Kraft der 3 Herzen. Das nimmt doch der Billmoser neuerdings gegen das Blut. Jetzt machen sie im Kreuzworträtsel auch schon Werbung für. Das gibt's ja nicht. Mal bin ich ein Lali. Das ganze Monat schau ich drauf und sieh's nicht. Was? Ich hab doch gewusst, dass ich schon mal gesehen hab. Da schaut da mal die Reklame an. Ganzseitig. Das ist doch. 5 Grad, das ist. Du, aber einen Popo sieht man gar nicht. Was für ein Popo sieht man wo nicht? Ein El-Popo. Ein Popocatépetl. Ja. Also, das ist ein Vulkan bei Mexico City. Okay, hast du da ein Foto davon? Ja, doch. Aber da ist er im Nebel verschwunden, also praktisch in die Wolken. Seinerzeit auf meiner... Ich weiß schon. Auf deiner Andentour. Was hast denn du da hinter deinem Rücken versteckt, Mari? Zeig einmal her. Nix. Wenn's nix ist, nachher kannst du es doch herzagen, oder? Ah, das? Oh. Ich mein, das ist ja bloß die Apotheker-Rundschau. Ja, weißt schon, wegen Kreuzworträtsel. Schwindel. Was? 12 waagerecht für Gleichgewichtsstörung. Wenn mein Alte kommt, ich bin bald wieder da. Ich muss noch schnell wieder ins Büro zurück. Was recherchieren. Halt! Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Traudl hat gesagt, ich soll dir einen 100er geben. Das habe ich doch dir zum Verdanken. Die hast mir doch du aufgehetzt. Wenn ich dir dahinter komme, dann zeig die Warum. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, von was das du redest. Ich weiß zwar nicht, für was das ist, aber wer schon für einen guten Zweck sei, habe ich. Meinst du, der hat was gespart? Ich weiß nicht. Mein schon. Jetzt, warte mal. Hier, erklär dir, das gibt die. Noch nichts erklärt. Gibt jetzt. Servus. Was gibt jetzt? Warte auf mich. Lass mich! Froni Mari, schau jetzt, erklärt ihr mal bitte der Gitti, dass die Liesel mit meinem Vater verlobt ist und dass sie im Herbst heiraten wollen, weil sie glaubt, sie noch nicht. Aha. Nennst du das jetzt schon Liesel, gell? Gesagt haben sie es. Sollen das jetzt wieder heißen? Dass sie es gesagt haben. Glaubst du das jetzt? Nein. Wenn schon, dann sind sie halt verlobt. Da sagt man so einem ausgeschauten Wendung wie du und dann bist du gar nichts. Hat sie jetzt auch wieder recht. Jetzt fällst du an den Rücken, oder was? Hey, wer wollte denn bei ihr Fenstern, hä? Ich war ziemlich angestochen vom Schützenfest. Aber nach meiner Erinnerung war ich da nicht ganz allein. Jetzt sag bloß, du wolltest auch bei ihren Fenstern. Nein. Ja, Ja? aber das war bloß aus Gaudi. Zum Gaudi-Macher bin ich nicht aufgelegt. Ich muss im Gegensatz zu anderen Leuten nämlich arbeiten. Schorsch, meine Fußballnotiz ist so gut angekommen, dass ich fürs Rückspiel nochmal einen Artikel schreiben sollte. Machst du mit in der Sauna drin? Nein, diesmal davor in der Umkleidekabine. Langsam fühle ich mich da wieder heim. Schorsch, magst du das mal durchlesen, bitte? Das kann ich ja genauso machen, weil ich hab ja bei dem Bladel auch mal gearbeitet. Also, bist du wahnsinnig? Warum? Das hast du nie im Leben du geschrieben. Wie viel hast du denn das gemacht? Wo hast du nur das ganze Fachwissen her? Das kann ja ein routinierter Profi nicht besser machen. Wenn du jetzt bei mir einschmeicheln willst, dann sag ich dir gleich, funktioniert nicht.
nämlich schon zum Essen eingeladen. Aha, von wem? Er heißt Kurti und ist der Mittelstürmer vom FCF. Der Kurti. Der Kurzi. Ja, der Kurti. Mein Lieber, der hat eine super Figur, so ohne alles so. Also das mit dem Abseitstrick, das muss raus, ja? Weil so eine Insider-Information ist absolut tabu. Sonst haut es beim nächsten Mal nämlich nicht mehr hin. Außerdem heißt das Schiedsrichter in so einem Text nicht Schiri. Vor Stopper schreibt man mit 2P und nach dem 1-0 der Absatz eingekehrt. Außerdem stehst du mit die Komma prinzipiell auf Kriegsfuß. Sag einmal. Ja, grüß euch. Grüß euch. Servus. Was soll denn das da werden? Das wirst du auch gleich sehen. So weiß ich Lieber Bürgermeister Billmoser, ich begrüße Sie im Namen unserer Bürgerinitiative. Was redest du denn da auf einmal so geschwollen daher? Weil es ganz hochoffizielles und in Zeitung gibt. Wie Sie vielleicht wissen, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Ihren Bullen Max II vor dem sicheren Tod zu retten. Es haben sich mehr als 20 Tierfreunde gefunden, die eine Patenschaft übernommen und jeweils 100 Mark gespendet haben. Ich bin beauftragt, Ihnen nun persönlich eine Summe von 2200 D-Mark zu überreichen. So, ein bisschen viel Aufwand, oder? Bloß weil sie eine Kellnerin einbaut, dass der Rindvieh vor der Ochsenschwanzsuppe retten muss. Ochsenschwanzsuppe? Das wird nicht gedruckt. Das wird nicht Weg. gedruckt. Weg. Aber das. Ich gestehe, so viel Resonanz habe ich nicht erwartet. Ja? Und ich verspüre einen gewissen Stolz, Bürgermeister einer Gemeinde zu sein, die so viel aufopfernden Humanismus, ja, so viel uneigennützige Tierliebe und so viel mutige Eigeninitiative entwickelt. Ja. Also ich muss sagen, ihr seht mich einigermaßen beschämt. Ja. Ich habe natürlich, dass ich von dem Vorhaben erfahren habe, Kontakt mit unserem Landwirtschaftsminister aufgenommen, gell? Der übrigens ausrichten lässt, dass er für eure Sorgen und Nöte immer vollstes Verständnis hat. Ja. Er hat diesen kleinen Zwischenfall natürlich längst überwunden und begrüßt eine beispiellose Initiative. Ja, eigentlich sollte ich euch nur 2 Worte ausrichten. Weiter so! So, dann werde ich gleich einmal das Übergabe nochmal. Jetzt. So, dann werde ich das Geld gleich mal ins Büro bringen und alles Weitere und Notwendige veranlassen. Bis gleich. Und ich bringe das in Redaktion. Warte bitte. Nimm mal meinen Film auch gleich mit. Passt. Der liegt doch nicht gedruckt. Der hat doch den Minister nie nicht angerufen. Du weißt doch, der Kommerzpoet und Alltagsphilosoph H. Zimmermann hat schon immer gesagt, eine kleine Lüge ist eine Notlüge, eine große Lüge ist ein Wahlkampf und ein Haufen Lügen, das ist Politik. Und bei uns da wird andauernd nur Politik gemacht. Kannst du auch was anderes als den ganzen Tag bloß rumhängen? Das verstehst du nicht. Das kannst du auch nicht verstehen. Flippern ist wie eine eigene Religion. Aha. Das haben schon der Hu gewusst, wie sie an Tommy geschrieben haben. Im Flippern, da ist das ganze Leben und überhaupt das ganze Universum drin. Wenn so ein Pinball-Wizard vor seinem Abracadabra steht, die Maschine mit Andacht gestreichelt hat und dann
mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl die erste Kugel ins Spiel bringt, da wird der eins mit dem Ding. Da trifft alles andere weg. Da sieht und hört man nichts mehr. Da verlierst jedes Gefühl für Zeit und Raum. Da ist man nicht mehr selber. Da spielt der liebe Gott durch Ohren durch. Samadhi, verstehst? Wow! Du bist ja doch nicht so oberflächlich, wie ich zuerst gedacht habe. Hast du das gedacht, ja? Ist das jetzt wieder so ein Trick von dir? Nimm's als Entschuldigung. Gut. Aber dann war das jetzt maximal eine halbe Entschuldigung. Kaum reicht mir eher mein kleiner Finger. Das wollte ich auch gerade machen. Ja, was hält ihn da zurück? Stimmt. Nix. Aber das war ja maximal erst die halbe Bestrafung. Entschuldigung. Sag einmal, wie kommst du dazu, meine Verlobte abzubusteln, hä? Und wie kommst du dazu, meinen Sohn abzubusteln, vor alle Leute am helllichten Tag? Ja, schaffst du gar nicht. Aber es hat doch keiner gesehen. Keiner gesehen. Ja, und wenn wir sind, klar, da was wir mitgekriegt haben, dann geht das andere auch mitgekriegt haben. Da war der ganze Zirkus für Katz. Was denn für ein Zirkus eigentlich? Kann mir jetzt vielleicht einmal jemand erklären, was da eigentlich gespielt wird? Schon? Ich. Die zwei da sind überhaupt nicht verlobt. Aha. Und die Liesl ist auch keine Krankenschwester, sondern ein Fotomodell. Und Schauspielerin. Ahnung. Ach so. Du wolltest einfach bloß Eindruck schinden bei den Leuten mit so einem hübschen jungen Ding. Das will ich alle noch. Und bis jetzt hätte eigentlich alles ganz gut hingehauen, bis das mit unserem Max passiert ist. Aber das biege ich schon auch wieder irgendwie hin. Ja, aber was ich da jetzt nicht verstehe, ist, warum dich du so aufregst, wenn sie es überhaupt nicht verlobt hat. Weil du hast gedacht, dass er sowieso einzig und allein auf das kommt's drauf an. Warum verzeihst du mir das eigentlich Weil nicht? du dein Paten nicht halten kannst und weil auch das, was jetzt passiert ist, erst recht passiert Das war. kann dir doch wurscht Das sein. ist mir aber nicht wurscht. Und mir ist das schon gleich gar nicht wurscht. So, Mei, Gitti, was ist denn jetzt dran? die Reifen. Gitti, nicht. Nicht da. So. Das muss jetzt alles unter uns bleiben, gell? Weil sonst funktioniert das ganze Theater nicht. Ja, dein Schmierentheater. Schmierentheater, sollte da noch mehr eine schmieren oder was? Und wenn wir schon gerade dabei sind für die, wird's Zeit, dass du endlich einmal auf Eigenführ stehst. Gell? Ab heute wird der Geldhand zutraut. Geld gibt's ab jetzt nur noch für was Gescheites. Und was ist was Gescheites? Arbeiten! Meinst du, das bringt was? Ich weiß halt nicht, dass wir per Du waren. Oh, meinen's, das bringt was. Mir schon. Okay, Männer sind doch alle Hornochsen, die muss man nicht mehr wissen. Ja, ja. Sie müssen es ja wissen, gell? Zwischen dem Andi und mir, da läuft rein gar nichts. Okay, ich hab doch Augen im Kopf. Okay, das war doch bloß ein Entschuldigungsbusserl, weil ich am Unrecht da hab. Mei, zuerst hab ich gedacht, er ist auch bloß so einer, der wo an jeden Rock hinterherläuft. Aber nachher mit der Zeit, mei, da hab ich gemerkt, dass er doch ganz anders ist. Ja, und damit hat sie es auch schon. Jetzt ehrlich. Von meiner Seite schon. Ja. Ist der Andi ihr dein erster Freund? Was? Na. Ah. Ja. Wird aber nicht dein letzter sein. Oder möchtest du leben wie alle? Alles nach Plan, Schule, Beruf, heiraten, Kinder kriegen, Rente, sterben. Wie auf der Autobahn, schön langweilig und immer geradeaus. Ha? Geh. Jetzt übertreiben sie aber schon ein bisschen. Gell? Mag sein. Aber ich für meinen Teil, ich hab's halt lieber mit der Landstraße. Mit Kreuzungen und Biegungen, Steigungen, Umweg. Sie einmal verfahren und nach dem Weg fragen müssen, wieder zurückfinden. Da voll spannender. Und so, wie ich die einschätze, gell? Bist du auch von der Sorten? Lass dem an die Zeit, der muss sich seine Händel erst noch abstoßen. Und wer weiß, vielleicht klopft er dann an der Tür. Ja, und nachher?
Heiraten, Kinder kriegen, Rente. Ja. Frieden. Ja. Frieden. Ich bin übrigens die Moni. Ah, da. Die Gitti. Schön, wenn man so gut aufgelegt ist. Gitti, die brauche ich nachher gleich für einen Artikel. Grüß Gott. Servus. Wie war das Fenster? Der und Fensterl? Ja, der hätte auf der Lotta schon Herzkasperl gekriegt. Der macht ja schon nach 5 Minuten schlapp. Gell, Schatzilein? Aber wir arbeiten dran. Ich hab ihn schon auf Diät gesetzt. Also nur noch Proteine, so Austern und so Zeug. Ja, ich muss noch schnell mit dem Billmoser unter 4 Augen reden. Da kannst du dabei da bleiben und ein bisschen ratschen. Nein, geh mal. Mori, halt dich für ein Foto bereit. Ja. Aber erst später. Franz Xaver, ich muss mit dir unter 4 Augen reden. So, was gab es denn da so Geheimnisvolles? Das wirst du nachher gleich sehen. Hab ich nicht gesagt, arbeiten? Ja, weiter, Kim. Ohne Umschweif. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass deine angebliche Verlobte in Wirklichkeit Monika Meyerhofer heißt und eine wenig beschäftigte Schauspielerin ist. Du bist aber auch ein solcher Depp, dass du ausgerechnet eine aussuchst, die jeden Monat in der Apothekenrundschau drin ist. Und, was willst du? Kommt ganz auf die drauf an. Entweder ich lass die hochgehen wie eine Raketen, oder du gibst öffentlich deinen Rücktritt bekannt und übergibst dann mir. Und dann bist du aus der Schusslinie und kein Hahn grad und kein Hühner gackert mehr nach dir. Ist doch ein faires Angebot, oder? Bringen wir's hinter uns. Halt, das war noch nicht alles. Ja, ein bisschen ein Wahlkampf in mir muss schon drin sein. Schau her, ich hab da was zusammengeschrieben, du, das brauchst du bloß ablesen. Jetzt kannst du sonst wo hinstecken. Das schätze ich so an dir, dass du immer gleich die richtigen Worte findest. Froni, schenk mir ein Weißbier. So, Leute, hört mal zu, ich habe euch was zum Sagen. Es wird uns euch ein paar geben, die meinen, dass ich jetzt, ja, mit meiner jungen Verlobten in neuer Frische, also sozusagen noch einmal mit voller Kraft in die Politik einsteige. Nein, blöd wäre es sein, dass ich mich auf meine alten Tage noch mit dem Schmarrn auseinandersetze. Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Damit aber diese Gemeinde nicht komplett am Bach runtergeht, habe ich mir gedacht, setze ich mich für einen würdigen, ja, vertrauensvollen und kompetenten Nachfolger ein, ja, der das alles so weiterführt, wie ich das die letzten 30 Jahre so vorbildlich praktiziert habe. Prost, Benni. Das ist doch ein ausgemachter Schwindel. Du sei doch ganz stark. Denn wenn einer das Wort Schwindel nicht im Mund nehmen darf, dann bist es du. Jeder, der Herrin, weiß doch, dass du deiner Lebtag lang noch keinen einzigen Schritt aus Bayern ausgemacht hast. Nein, der arme Schorsch, der verzeiht doch nie wieder was. Nein, bist du geschert. Ruhe, ich bin noch nicht fertig, hä? So. Der wirkliche Grund, warum ich nicht mehr als Bürgermeister kandidiere, ist der, dass ich euch was vorgemacht habe und eingesehen habe, dass das falsch war. Die Liesl heißt in Wirklichkeit Moni und ist auch nicht meine Verlobte, sondern eine Schauspielerin, die ich engagiert habe, dass ich mit ihrer Hilfe wiedergewählt wäre. Nach dem Wahl, da hätte man die Verlobung platzen lassen und sie wäre wieder zurückgegangen nach Minga, da wo es herkommt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das irgendwann. Deswegen ziehe ich die Konsequenzen und steige aus der aktiven Politik.
am Stammtisch geht's natürlich weiter. Und deswegen setze ich mich für den einzigen ein, der in Frage kommt, der mit Volksnähe, Aufrichtigkeit und Engagement bewiesen hat, dass er das Zeug zu meinem Nachfolger hat. Ja, den in der Gemeindepolitik so allseits geschätzten Seiteneinsteiger, unsere Froni. Für uns gibt's doch nichts mehr zu holen. Warte, Benni. Das muss jetzt schon allein ausfahren, gell? Ja, geh schon mal hoch und deck schon mal den Tisch. Also, ein Hund ist ja schon unser Noch-Bürgermeister, gell? Schorsch, Shampoos! Aber erst, wenn's geweiht ist. Nein, keine Geschichten mehr. Jetzt verzeih halt. Obwohl es nicht wahr ist. Ja, da ich sonst sagen. Schosch. Der Halbe. Also, das war am Mount Tam. Damals in Kalifornien. Ja? Da haben wir also aus lauter alte Teile von Radl und Motorradl einen Downhill gebaut. Ja? Und dann sind wir mit einem solchen Mordskaracho den Berg runtergebrochen, dass wir in einem Schwung übers Golden Gate... Grüß Sie Gott, beieinander. Servus. Grüß Gott. Exzellenz, Herr Minister. Halt, stopp! Kein Foto, kein Wort in der Zeitung. Bin rein privat hier. Ah, dann ist sie ja. Das Fräulein Elisabeth. So, bloß du hast mit dem auch abhandeln. Aber nicht wegen ihm, sondern weil er ein guter Spitzel vom Kultusminister ist. Und wenn einer was für meine Karriere tun kann, dann der. Meine Elisabeth. Ist ja doch ein Luder. Ah, und das ist ja auch mein spezieller Freund. Sagen's nicht, sie was alles. Die Linke kommt vom Herzen. Mein persönlicher Referent, mein Edmund. Übrigens Einserschüler Maximilian Neum hat das Zeug zum Ministerpräsidenten. Schau mal, gell? Wann nichts dazwischen kommt, hat mich umfassend informiert. Ja. Nein, also das gibt's ja in der Politik nur ganz selten. Dass einer, bloß weil er einmal einen Fehler gemacht hat, so konsequent, mit alle Konsequenzen zurücktritt. Respekt. Sie sind mein Mann. Wenn's bloß nicht in der falschen Partei wären. Für immer schade, ja. Ja, und dann noch diese Selbstlosigkeit, über den eigenen Schatten zu springen und eine Frau des Volkes als Nachfolger zu nominieren. Echt nobel. Ja. Herr Minister, diese Dame wär's. Dankeschön. Ach so, ach, es ist mir eine große Ehre. Wohin? Hinter die Theken? Gratuliere! Also das mit der Rettungsaktion, das war ja ein echter Geniestreich. Ah ja, wahrhaft populistisch. Können die unseren noch was davon lernen? Sollten Sie mal ja zu Hause in einer Partei suchen. Wir empfangen Sie mit offenen Armen. Apropos offene Arme. Ihr entschuldigt uns, aber die Pflicht ruft. Gitti, sag mal, wolltest du nicht eine Wohnung anschauen in Minga? Ja, geh weiter. Eine bessere Gelegenheit gibt's nicht. Wo wir doch so eine charmante Begleitung haben. Ja. Ich bin die Gitti. Edmund.
nicht mehr mein Problem. Das heißt, vielleicht kann man ja ins Geschäft kommen. Gell? In einem Jahr oder so, wenn er mal Gras drüber gewachsen ist, dann kaufe ich ihn vielleicht wieder zurück. Ja, das ist dann bloß eine Preisfrage, nicht wahr? Adios, amigos. Ich frag noch einmal. Was machen wir denn jetzt damit? Ich meine, so ein Vieh braucht doch einen Platz und muss auch gefordert werden. Den Stier seiner natürlichen Bestimmung zuführen. Hä? Also doch, Metzger. Nein, die Kier natürlich. Naja, der soll sich seinen Lebensunterhalt selber verdienen. Komm, Schorsch, das ist ein Riesengeschäft, sag ich euch. Meinst du? Hätten wir das auch erledigt. Ja, Bürgermeisterin.